Hey, wer von euch hat sich alles vorgenommen, jetzt vielleicht auch aufgrund von dieser Serie, während der Fastenzeit auf etwas zu verzichten? Darf ich mal, ja, doch, viel, hä? Genau, zum Beispiel Essen oder sonst auf etwas. Und es wäre jetzt mega spannend, ein bisschen mehr zu wissen, wie es euch so dabei gegangen ist. Ich habe mir vorgenommen, so einen Tag in der Woche, von morgen bis am Abend, auf Essen zu verzichten. Und so im Nachmittag hinein habe ich gemerkt, ist es doch schon recht hart geworden, auch wenn ich jetzt nicht einmal körperlich stark muss arbeiten muss. Das Gute dafür ist dann am Schluss, wenn es vorbei ist, gibt es doch irgendwie so eine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr dann auch so ein gutes Gefühl bekommen, so «Yes, ich habe es geschafft!» Ist einige auch so gegangen, kennt ihr das? Gut. Man kommt so ein bisschen ein Gefühl über von Stärke und Kontrolle. Das ist auch das, was bei der weltlichen Version vom Verzicht, zum Beispiel Minimalismus oder so der Detox-Trend, das, was uns so ein bisschen verkauft wird. Es hat viel mit Kontrolle über sich selber zu tun. Verzicht kann aber auch eine Erfahrung sein, die sehr schwierig ist. Gerade dann, wenn der Verzicht nicht selber gewählt ist. Es gibt nämlich auch ganz viel unfreiwilligen Verzicht. Zum Beispiel, wenn man spät in den Gottesdienst kommt und bei Baristas schon zugemacht haben und es nicht mehr für den Kaffee langt, dann ist das vielleicht ein schwieriger, unfreiwilliger Verzicht. Nein, da gibt es ganz andere, wie einen unerfüllten Partnerwunsch zum Beispiel oder einen Kinderwunsch, wo man verzichtet oder verzichten eben muss. Eine Einschränkung durch eine Krankheit, wo man nicht alles tun kann und muss verzichten auf Sachen, vielleicht nicht mag, vielleicht sich distanzieren muss. Vielleicht auch ein Verzicht aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln, wo nicht alles drin liegt und wo man auf gewisse Sachen einfach muss verzichten. Oder dann eben unerfüllte Sehnsucht, wenn man darauf verzichten muss, zum gesehen werden, zum Wertschätzung bekommen, zur Anerkennung bekommen oder Liebe. Oder wenn man auf Schlaf muss verzichten, weil ein kleiner Bub einmal in der Nacht wieder braucht. Auch das ist ein unfreiwilliger Verzicht und der ist nicht immer einfach. Das sind Erfahrungen, die sich nicht so gut anfühlen, die oft sich eher so wie ein Mangel anfühlen oder wo ein Mangel eben sind, die sich manchmal wie eine Bedrohung anfühlen und eher wie ein Kontrollverlust anstatt Kontrolle. Die Bibel kennt die Erfahrung genau und sie verwendet für diese Erfahrung eher so ein Bild. Und zwar das Bild von der Wüste. In der Bibel haben oft Orte auch eine übertragene Bedeutung. Und sie sind nicht einfach nur der Ort, wo etwas gerade passiert, sondern sie haben wie noch eine symbolische Bedeutung. Zum Beispiel stehen die Berge in der Bibel oft für den Ort von einer Gottesbegegnung. Das Meer steht oft für das Chaos und Bedrohung. Und da gibt es ganz weiter. Und so hat auch die Wüste wie eine zusätzliche Bedeutung. Die Wüste per se ist karg, trocken, lebensfeindlich für Menschen. In der Wüste mangelt es einem an dem, was man zum Leben braucht. Auch sie ist ein Stück weit bedrohlich. Es kann zwar cool sein, mal in die Wüste, Ich habe mal mit einem Kollegen so eine Woche in die Wüste mit so Offroader, Dünen fahren und so weiter. Das ist ein super Erlebnis, wenn man vorbereitet ist, alles parat hat. Aber wenn etwas nicht nach Plan läuft oder wenn du eben unfreiwillig dort landest, merkst du dann schnell, dass es keine gute Erfahrung ist. In der Bibel steht die Wüste also oft für den Ort vom Mangel. Ein Ort, wo all das wegfällt, was nicht lebenswichtig ist. Ein Ort, wo es als Licht kommt, was dann tief in uns drin steckt und wo man mit der schonungslosen Wahrheit von unserem Leben konfrontiert wird. Was, dass wir denn wirklich glauben, auf was, dass wir denn wirklich vertrauen, wenn alles andere weggeht. Die Wüste ist in der Bibel ein Ort der Enttäuschung, wo unsere Täuschungen über uns selber oder eben vielleicht über unser Leben uns genommen werden und es plötzlich ernst gilt.
Und wir plötzlich sehen, was eigentlich dahinter steckt, wo dass wir uns noch etwas vorgemacht haben und wo nicht. Und so ist die Wüste in der Bibel auch ein Ort der Prüfung. Prüfung ist manchmal ein schwieriges Wort für uns. Oder vielleicht eben auch von der Bewährung. Der Ort, wo sich zeigt, ob etwas hebt oder ob alles in sich zusammenbricht, wenn es schwierig wird. Das Volk Israel hat in der Bibel eine lange Wüstenzeit überstehen. 40 Jahre sind sie in der Wüste gewesen. Und im 5. Buch Mose, wo dann über die Zeit reflektiert wird, tönt es im Rückblick so. Sie werden dort aufgefordert, im 5. Mose 8,2, erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Also an dieser Stelle, wo das wie nochmal reflektiert wird, was sie durchgemacht haben, da wird es als eine Prüfung reflektiert, als eine Bewährungsprobe. Jetzt eben Prüfungen haben wir nicht so gern und tun das oft sogar schon fast als Strafe assoziieren. Aber eigentlich geht es bei einer Prüfung um ein ehrliches Anschauen. Wo dass wir denn wirklich stehen. Wie es wirklich ist. Und Gott ist ein guter Gott. Er ist nicht ein Gott, der uns straft und er prüft uns auch nicht irgendwie zum Spass. Es wird da in dieser Übersetzung, in dem Satz, er ließ euch in Schwierigkeiten geraten. Der bringt das so ein bisschen zum Ausdruck, dass es eben meistens nicht einfach ist, Gott sagt, so, jetzt tun wir die mal wieder prüfen, sondern dass es so eine Kombination ist aus Umständen, wo man reingeraten und Gott lässt es zu, weil er sagt, hey, das ist vielleicht gerade ein guter Moment, zum Lernen oder eben zum Schauen, was da wirklich verhebt und was nicht. Ich weiss nicht, ob du auch schon so Wüstenzeiten erlebt hast oder ob du gerade aktuell in einer bist. Aber manchmal fragt man sich dann so, hey, wie bin ich denn da reingekommen? Und wie ich es vorher schon angetönt habe, es ist nicht immer, dass wir selber drin hineinkommen. Wir finden in der Bibel Geschichten von Leuten, die aus eigenem Verschulden in der Wüstenzeit gelandet sind. Zum Beispiel der Mose, nachdem er den Ägypter erschlagen hat, hat er flüchten und in die Wüste und hat gewusst eigentlich, hey, ja, das ist jetzt irgendwo Konsequenz von dem, was ich gemacht habe. Aber es gibt auch ganz viele Personen, die sind ohne eigenes Verschulden in der Wüste gelandet. Zum Beispiel die Hagar, wo sie mit ihrem Sohn vor der Sarai hat müssen flüchten und keinen anderen Zufluchtsort hatte als die Wüste. Es kann also sein, dass wenn du in einer Wüstenzeit bist, dass du genau weißt, warum du dich gerade in dieser Wüstenzeit befindest. Es ist aber auch ganz gut möglich, dass deine Wüstenzeit nichts mit eigenem Verschulden zu tun hat und du gar nichts dafür kannst, sondern da einfach Umstände am Werk sind. Aber ich glaube, was man sagen können, ist, es gibt die Wüstenzeiten und sie gehören zu unserem Leben. Und Gott lässt sie manchmal zu und wie schon gesagt, es gibt so eine gewisse Absicht manchmal auch, wo Gott wie sagt, hey, ich lasse das zu, weil ich möchte etwas machen. Im Hosea 2 wird das mega schön ausgedrückt, Kapitel 2, Vers 16, wo es heißt, darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. In einer anderen Übersetzung heißt es, und freundlich mit ihr reden. Und das zeigt schon mega viel, was Wüstenzeiten mit uns machen oder um was es denn im Kern schlussendlich geht. Es geht wieder um unser Herz. Auch dort, wo Gott sein Volk in die Wüste geführt hat, es ist ums Herz gegangen. Wir möchten jetzt ein bisschen genauer eintauchen, was es denn so mit uns macht in dieser Wüste. Ein entscheidender Aspekt, wo der unfreiwillige Verzicht vom freiwilligen Verzicht unterscheidet, ist die Kontrolle. Beim freiwilligen Verzicht kontrollieren wir haben die Entscheidung, es ist selbstbestimmt. Und im unfreiwilligen Verzicht ist es anders. Innerlich aber
haben wir so einen Drang, ein Streben nach Kontrolle. So planen wir versichern uns, wir versuchen Vorsorgen für den Fall der Fälle. Und doch ist es eben so, egal wie fest dass wir uns bemühen, Kontrolle ist eine Illusion. Es braucht nur einen Anruf vom Arzt und du siehst, wie wenig Kontrolle du hast. Ein Unfall, ein Moment nicht aufpassen, eine Kündigung und auch all diese Sachen sind vielleicht noch ein Stück weit ja in deiner Kontrolle oder haben etwas mit dir zu tun. Aber auch schon eine Aktion von einer dir völlig unbekannten Person kann die ganze Illusion von Kontrolle platzen lassen. Oder von jemandem Bekanntem. Der Tim Keller bringt es schön auf den Punkt: Wenn Schmerz und Leid über uns kommen, erkennen wir letztlich nicht nur, dass wir keine Kontrolle über unser Leben haben, sondern dass wir sie auch nie hatten. Und es gibt so die Momente, oder eben in diesen Wüstenzeiten, das sind so die Momente, wo uns das schmerzlich bewusst wird. Ich musste in der Vorbereitung auch an die Corona-Zeit zum Beispiel denken. Es war eine Zeit vom totalen Kontrollverlust. Eine Wüstenzeit, wo wir alle damit konfrontiert worden sind. Und es war ein Stück weit ein Reality-Check, wo, glaube jedem Einzelnen viel über sich selber und über andere offenbart hat. Und ich möchte nichts werten an dieser Stelle, für all die jetzt gerade aus das Thema noch ein bisschen triggert. Aber es war spannend, wir alle haben irgendwie versucht, Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Und ganz viele von diesen Punkten oder von denen, wo man sich gestritten hat, hat damit zu tun gehabt, wie man versucht hat, die Kontrolle wieder zu erlangen. Wir versuchen krampfhaft, das Leben zu kontrollieren, weil wir dann das Gefühl haben, wir hätten es im Griff. Und sobald wir Kontrolle verlieren, kommt oft das Licht, was ganz tief in uns irgendwo drin steckt und auf was das wir wirklich dann bauen. Und solange es uns gut geht, ist mega vieles einfach. Auch Glauben ist dann sehr einfach. Aber in diesem Moment von der Wüste, dort zeigt sich plötzlich unser wahrer Charakter und es zeigt sich, ob es sich bewährt, das, was wir schon sagen, dass wir es glauben. In der Wüste können wir unseren Hunger und Durst nicht mehr einfach selber stillen. Wir sind ihm ausgesetzt. Und er wird uns schmerzlich bewusst. Und da passiert es, dass wir eben anfangen zu kämpfen, dass wir versuchen, die Kontrolle wieder zu erlangen oder dass wir lernen, in diesen Zeiten auf Gott zu vertrauen und lernen, in der Wüste abhängig von ihm zu sein. Wir sehen das mega schön in der Geschichte, wo Gott sein Volk mit Manna versorgt hat, wo sie in der Wüste waren. Wir lesen dort, dass das Volk Hunger hatte und sich angefangen hat zu beschweren. Der Hunger, es kommt plötzlich raus. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben, als Sklaven, haben sie gesagt. Muss man sich das vorstellen? Ein bisschen Hunger und plötzlich wünschen sie sich, sie wären wieder Sklaven. Aber dann hätten wir wenigstens genug zu essen gehabt. Und dann lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 16, da sprach der Herr zu Mose: Du wirst sehen, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen. Mehr nicht, denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Gott hat also sein Volk auch in der Wüste versorgt und er hat ihnen das Manna, man sagt ihm auch, das Brot vom Himmel gegeben, und zwar genug, um den nächsten Tag zu überleben. Und dann lesen wir weiter, ein paar Verse weiter runter. Mose befahl: Hebt nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Erinnert Sie nochmal daran, dass Gott gesagt hat, nur für den Tag, mehr nicht. Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas übrig. Am nächsten Morgen war es voller Würmer und stank.
Wir sehen in dem ihnen zum einen die Versorgung von Gott, die gibt, aber er gibt nicht im Überfluss. Und wir sehen, wie schnell, dass wir in die Versuchung kommen, eben gerade wieder selber die Kontrolle zu übernehmen und vorzusorgen und zu schauen, dass wir wieder in Charge sind. Und in dieser Geschichte lernen wir oder sehen wir, dass unsere Sicherheit eben nicht im Horten und im Vorrat und im Vorsorgen liegt, sondern das Volk Israel muss lernen, täglich von Gott neu zu empfangen. Und ich glaube, Gott möchte auch uns jeden Tag neu geben, auch gerade wenn du in einer Wüstenzeit bist, immer gerade genug für den jetzigen Tag, für den Tag, wo wir drin sind. Es ist eine von diesen Arten, wie Gott uns lernt, ihm zu vertrauen und bereit zu werden, Kontrolle loszulassen. Und ich möchte euch das zusprechen, auch gerade wenn du in so einer Wüstenzeit aktuell drin bist. Gott versorgt dich, aber vielleicht anders, als du denkst. Und manchmal erkennen wir es nicht einmal richtig, dass es er ist, der uns versorgt. Wir merken nur, dass Gott uns Tag für Tag durchgetragen hat. Eine ums andere. Und sehr oft ist es nicht das, was wir gerade gerne hätten. Der Hunger, der ist irgendwo da, die Versorgung, die brauchen wir, wir überleben. Es ist genug zum Überleben, aber es ist nicht das, was wir vielleicht ganz wollen. Aber das ist das von Wüstenzeiten. Wüstenzeiten sind nicht Zeiten vom Überfluss. In den Wüstenzeiten versorgt Gott uns so, dass es gerade für den kommenden Tag langt. Aber nicht weiter. Dass wir gerade so den Horizont sehen von dem Tag, aber vielleicht noch nicht von den nächsten 3 Wochen oder Monaten. So eine von diesen Arten und Weisen, wie Gott an unserem Fundament baut. Uns zum einen prüft, aber so auch stärkt. Das ist meine Frage, wie fest, oder vielleicht für uns zum Reflektieren, wie fest vertraust du Gott auch in deinen Wüstenzeiten? Und wie fest versuchst du krampfhaft wieder die Kontrolle zu erlangen? Gott lädt uns ein, um nicht einfach nur Theorie für Sonntag zu sein, sondern auch das Brot für den Montag und den Dienstag. Es ist einfacher gesagt als gemacht, oder? Die Wüstenzeiten sind wirklich nicht ein Spaziergang. Und wir können uns trösten, auch das Volk Israel, wenn wir die Geschichte lesen von ihnen. Sie sind oft gescheitert in der Wüste. Sie haben sogar ein goldiges Kalb gebaut und so weiter. Und auch wir werden nicht immer gut sein in dem hinein. Aber es gibt Hoffnung, weil wir lesen da von einer Wüstenzeit im Neuen Testament. Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Also Jesus ist auch in die Wüste gegangen, vom Heiligen Geist geleitet 40 Tage. Ich könnte sagen, das ist so halb freiwillig, oder? Vom Heiligen Geist geleitet ist so halb freiwillig. Und die 40 Tage, die sind eine klare Anspielung auf die 40 Jahre, wo das Volk Israel in der Wüste war. Es wird damit wie so ein bisschen gesagt, hey, vergleich es mit dieser Zeit von der Wüste. Und bei Jesus der grosse Unterschied, dass wir sehen, wie Bewährung eben wirklich kann aussehen. Und auch für uns, wir können so viel aus dem Bericht von Jesus in der Wüste für uns irgendwo mitnehmen. Weil in diesen Versuchungen, die er erlitten hat in der Wüste, spiegelt sich unsere Nöte und unsere Versuchungen, die wir in Wüstenzeiten haben, ein Stück weit auch. Und wir können, ich möchte 3 Sachen mit euch anschauen, die wir für uns lernen können, wenn wir vielleicht in so Wüstenzeiten sind. Die erste Versuchung war die, von Stein zu Brot zu machen. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort,
Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also die erste Versuchung zielt da auf den Hunger, wo Jesus nach diesen 40 Tagen logischerweise hatte, der offensichtliche Mangel, das, was für uns so die Wüstenzeit ausmacht. Und zielt darauf, den Mangel so schnell wie möglich zu beheben. Dem Impuls von, ich muss wieder satt werden, möglichst schnell nachzugehen. Und ich habe mir überlegt, geht es uns nicht oft auch so, dass Mangel eben eigentlich etwas ist, was in unserer heutigen Gesellschaft nicht sein darf. Und dass Mangel etwas ist, was einfach so schnell wie möglich muss gestillt werden. Und ich möchte es wagen, uns herauszufordern, einmal die Frage zu überlegen, muss der Mangel, das, wo ich darauf verzichte, wirklich unbedingt gestillt werden? Oder könnte Gott vielleicht den Hunger auf eine andere Art und Weise stillen? Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Nämlich von dem Brot oder von dem, was Gott mir gibt. Spannend ist, dass die Antwort, die Jesus gibt, ist ein Zitat aus dem 5. Buch Mose. Und wenn man dort das Ganze liest, sieht man in dem Kontext, es geht dort ums Manna. Und das Manna wird dort wie als das versorgende Wort von Gott bezeichnet. Gott möchte vielleicht den Mangel anders stillen. Die zweite Versuchung ist die. Daraufhin ging der Teufel mit ihm, Jesus, in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. In dieser Versuchung geht es ein Stück weit um den Umgang mit Gott. Sollte Gott nicht doch dafür sorgen, dass der Mangel gestillt wird? Sollte er uns nicht verschonen von so etwas? Weil wenn er uns doch lieben würde, dann würde er doch uns nicht in die Wüste lassen. Dann müsste er uns doch, wenn, dann eher für den Verzicht belohnen. Es ist so ein bisschen die Reaktion, Gott dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen. Gott ein Stück weit zu einer Reaktion zu manipulieren. Oder Gott dazu zu bringen, dass er sich doch jetzt in dem hinein beweist. Weil wenn du mich liebst, dann holst du mich doch raus. Wenn du mich liebst, dann beendest du doch die Wüstenzeit. Wenn ich genug bete oder sonst genug grosses Opfer bringe, oder da könnt ihr einfühlen, was ihr wollt, dann wird Gott schon ein Wunder tun. So einfach ist es nicht. Gott lässt sich nicht einfach manipulieren. Und Jesus hat genau gewusst, dass man mit Gott solche Spiele nicht spielen können. Wir können uns Gott nicht irgendwo handhabbar machen. Er bleibt für uns irgendwo auch unverfügbar. Was Gott möchte, ist, dass wir ihm vertrauen. Auch dort, wo er vielleicht nicht so handelt, wie es wir gerne hätten. Und so können wir aus dieser Versuchung für uns die Frage stellen, wie steht es denn um unser Vertrauen mit Gott? Vertrauen wir ihm in erster Linie dann, wenn wir rüberkommen, was wir möchten von ihm? Oder wo versuchen wir mit unserem Handeln oder mit unserem Frommsein oder mit unserem Beten und Bibel lesen oder guten Taten Gott dazu zu bringen, das zu tun, was wir eigentlich möchten?
Und vertrauen wir ihm in unseren Wüstenzeiten, auch dann, wenn kein Wunder passiert. Kommen wir zu der dritten Versuchung. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Die dritte Versuchung ist das, wieder versuchen, selber Kontrolle zu übernehmen, egal was es bedeutet. Und dafür Kompromisse eingehen. Dafür bereit sein, sich auf etwas einzulassen, wo man eigentlich weiß, dass es nicht richtig ist. Für Jesus war es die Versuchung, die Kronen überzukommen, ohne ans Kreuz zu müssen. Und für uns ist es manchmal die Versuchung, die Fastenzeit, die Wüstenzeit irgendwo abzukürzen, indem wir moralische Kompromisse vielleicht eingehen. Indem wir uns sagen, unbewusst natürlich, wir würden es sonst nie ganz bewusst sagen, aber indem wir so ein bisschen anfangen, sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Und dass wir uns anfangen einreden, dass es doch schon okay ist, weil es ja eigentlich für eine gute Sache ist. Und wir irgendwie so in den Modus hineinkommen, wenn Gott scheinbar nicht hilft, dann helfe ich mir eben wieder selber. Und für Jesus war es so klar, er lässt sich nicht auf etwas anderes ein. Wenn, dann ist es Gott. Ihm allein dient er und nichts anderem. Und er ist den ganzen Weg gegangen. Auch wenn er schwer war. Frage auch uns, wie es bei uns aussieht. Ob bei uns der Zweck manchmal die Mittel heiligt. Oder ob wir manchmal in der Gefahr sind, auch an die Wüstenzeiten, selber zu entscheiden, was jetzt gerade noch okay ist und was nicht, um unseren Mangel zu stillen und selber dafür zu sorgen. Was Jesus gemacht hat, ist in dem Moment den Mangel zu akzeptieren und trotzdem keinen Kompromiss einzugehen und Gott zu vertrauen, dass Gott ihn durch die Wüste durchführt. Und im Hebräer lesen wir nachher, dass auch gerade durch das, dass Jesus das erlebt hat, in dieser Versuchung drin war, ist, den Mangel erlebt hat, selber die Wüstenzeit gehabt, er zu einem Hohepriester geworden ist, der uns versteht, der weiss, wie es dir gerade geht in deiner Wüstenzeit. Wie schwierig es ist und sich anfühlt. Jesus hat es miterlebt. Jesus hat es selber erlebt. Ich möchte aufhören mit ein paar Gedanken dazu, wie wir dann lernen können, in Wüstenzeiten stark zu bleiben. Und Jesus hat uns da so eine gute Anweisung ein Stück weit gegeben. Und der Schlüssel liegt wie so oft in der Beziehung zu Gott. Und so einen starken Hinweis finden wir in der Art und Weise, wie Jesus uns gelernt hat, zu beten, im Vater unser. Dort heißt es nämlich: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und direkt nachher: Unser tägliches Brot gib uns heute. Wüstenzeiten stellen uns auf die Probe. Und sie zeigen oft, ob das Gebet, wenn man das betet, etwas ist, wo man einfach so daher sagt oder ob man es wirklich meint. In den Zeiten, wo es gut läuft, ist das einfach. Wir können oft oder über weite Strecken in unserem Leben manchmal so tun, als ob mein Reich, mein Wille und Gottes Reich wie parallel existieren und beides irgendwie Platz hat. Oder vielleicht sogar irgendwo übereinstimmt. Solange wir alles haben, ist das kein Problem. Aber wir werden nie wissen,
ob in diesen Zeiten Gott oder wie tief und wie fest das Fundament verhebt, wenn man nicht irgendwo mal in so eine Wüstenzeit hineinkommt. Es ist im unfreiwilligen Verzicht, zeigt sich, was wirklich verhebt. Im unfreiwilligen Verzicht stürzt mein Reich ein und es ist nur noch sein Reich, wo übrig bleibt. Und das Vaterunser ist so kraftvoll drin, ist so ein Schatz drin, um das zu beten, wo uns helfen kann, auf diesen Weg zu gehen. Wo uns helfen kann, das selber lernen, loszulassen und Gott zu vertrauen. Loszulassen von der Kontrolle ist der einzige Weg in die Freiheit, auch wenn es manchmal so widersprüchlich tönt für uns oder unlogisch. Erst wenn wir nicht mehr krampfhaft versuchen müssen, unser eigenes kleines Königreich zu retten, werden wir frei für sein und was er für uns parat hat. So möchte ich euch Mut machen, vielleicht das Vaterunser nochmal neu zu beten. 3 Wegzehrungen, die wir so ein bisschen mitnehmen können, um erfrischt zu bleiben oder uns zu erfrischen in der Wüste. Das eine ist, das ist jetzt auch ein Rückblick, das Manna-Prinzip. Wenn du in einer Wüstenzeit bist, dann lern von den Tagesportionen zu leben. Nicht dich zu fragen, wie soll ich die nächsten Monate schaffen, sondern Gott zu bitten, Herr, gib mir Kraft für diesen Tag, für heute. Gib uns unser tägliches Brot für heute. Die zweite Wegzehrung ist eben das Vaterunser. Und das nochmal vielleicht ganz auf eine neue Art und Weise anfangen zu beten. Es bietet so einen guten Rahmen, wie wir in Wüstenzeiten beten können. Dein Reich komme. Auch wenn das bedeutet, dass mein Wille gerade durchkreuzt wird. Ich möchte vertrauen, dass dein Reich besser ist, Gott. Dass dein Reich grösser ist. Hilf mir. Die dritte so Wegzehrung ist, die Wüste als das annehmen, was sie ist, als ein Ort der Läuterung. Niemand hat es gern. Aber es hilft manchmal, wenn man drinnen ist, wenn man sich bewusst macht und wenn man die Wüste als so einen Ort der Läuterung annimmt, anstatt zu versuchen, ihr so schnell wie möglich zu entflüchten. Der Petrus macht eine erstaunliche Aussage im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Unser Glaube wird dort stark, wo er auf die Probe gestellt wird, wo er sich bewähren wird, wo er gereinigt wird. Der Prozess, der ist nicht angenehm, aber wie es die Stelle so schön sagt, das Resultat ist wertvoller als pures Gold, schlussendlich. Und einfach, wenn du schon länger drin bist, möchte ich dir sprechen, Wüstenzeiten, die haben ein Ende. Und irgendwann werden wir zurückschauen und sagen, das Gleiche wie der Paulus ab Philipper schreibt, wo sagt im Kapitel 4, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden. Ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Das ist das Resultat der Wüstenzeit. Das ist das, was wertvoller ist als pures Gold.
Es ist die innere Freiheit und Unabhängigkeit von Umständen. Es ist wahre Freiheit, es ist Abhängigkeit von Gott. Und in dem hinein finden wir Frieden trotz Mangel. Ich möchte euch einladen, zum vielleicht am Schluss von dieser Predigt miteinander das Vaterunser zu beten. Und kommen wir stehen auf dazu. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.